Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für mich. Ich hoffe, euch ist ganz gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr geflutscht. Sorry, dass ich diesmal jetzt ein bisschen leiser sein muss, weil ich bin wieder mal ein bisschen spät dran. Wir haben 1:25 Uhr gerade bei mir. Ich weiss nicht, wieso ich das wirklich nicht herbringe, einfach mal meinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen. Es ist wirklich nicht so schwer. Ich muss sagen, ich bin nicht schlecht diese Woche. Die Schule hat ja wieder angefangen bei mir. Da können wir nachher auch noch ein Lied davon singen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die anderen Tage vorher nicht schlecht. Also mein Schlafrhythmus war nicht schlecht gewesen. Ich bin teilweise vor dem 12 Uhr pennen. Könnt ihr mal, hä? Nein, es ist crazy, wirklich. Eigentlich müsste das auf meiner Prioritätsliste 1 stehen von meinen Vorsätzen von diesem Jahr. Aber egal. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gerade euch ein gemütliches Plätzchen gemacht. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie entspannt auf eurer Couch oder im Bett chillen oder falls ihr im Zug chillt, dann macht mal eure Arschbacken breit und enjoyt die Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt alle noch nicht so viel Stress, sodass es immer noch so ein bisschen, ja, einfach noch so ein bisschen die Weihnachtsferien ausklingen lässt und keine Ahnung was. Eben, ich glaube, bei den meisten von euch hat jetzt auch die Schule wieder angefangen oder das Arbeiten. Oder so. Ja gut, Arbeiten gibt es wahrscheinlich viele, die auch schon irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester haben müssen arbeiten. Ja, mein Beileid geht raus an euch, wirklich. Das ist crazy. Also Menschen, die also auch an Weihnachten arbeiten und an Silvester, fetter Kuss. Erstmal fetter Kuss. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so alles gemacht habt an Silvester. Ich kann es euch mal schnell bei mir erzählen. Silvester ist bei mir jedes Jahr so ein Ding von, ich weiß auch nicht, dass man so ein riesen Ding hat von, Silvester muss irgendwie etwas Krasses sein und man muss sich mit Freunden treffen und so. Und irgendwie, also ich muss sagen, ich bin schon mal froh, habe ich wenigstens den Can, peace out, es ist wie so die Angst, dass ich ganz allein bin, ist wenigstens nicht da. Also wie schnell, auch wenn man allein ist, also Silvester, das ist voll geil, das kann auch voll geil sein. Aber trotzdem ist sie als Gesellschaft wie so kein Ding. Es ist kommt gar nicht in Frage. Und ich glaube, wir alle machen uns gegenseitig auch den Druck, eben, dass es so mit Freunden ist und man sieht sie allen Stories und keine Ahnung. So. Und ich bin halt genau gleich festgefangen in dem Ganzen. Ja, jedenfalls bin ich wie jedes Jahr irgendwie, sind Can und ich immer so, ja, mal schauen, was wir Silvester machen. Und nachher ist meistens Silvester und dann sind wir so, ja, was machen wir jetzt? Also wirklich letztes Jahr, was haben wir letztes Jahr gemacht? Nein, letztes Jahr war auch noch nicht schlecht, da sind wir spontan von Kollegen eingeladen worden. Aber vorletztes Jahr sind wir wirklich das zweite in Zürich rumgelaufen, wir haben das Feuerwerk angeschaut, dann sind wir noch in den Club gegangen, also das zweite. Darum, ja, es ist okay. Ich habe ja letzte Woche in der Podcast gesagt, die Feste feiern, wie sie fallen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und das haben wir ja uns vorgenommen, also das habe ich mir vorgenommen für das Jahr. Jedenfalls habe ich auch beim Silvester, habe ich mir eigentlich wieder vorgenommen, scheiß drauf, wir machen einfach etwas. Aber ich habe jetzt habe ich auch sagen, das Jahr, aber jetzt ist das wieder so kompliziert, Mann. Egal, ich muss jetzt auch nicht gross erzählen. Ich sage jetzt auch, wir haben diesen Silvester ist das erste Mal gewesen, wo ich wirklich mal so ein bisschen einen Plan hatte. Weil ich habe mit meinen Leo-Friends haben wir ja jetzt wie ein Apartment gemietet und noch andere Leute eingeladen. Zum sagen, ich habe eigentlich nur den Can und den Kollegen eingeladen. So, irgendwie alle meine anderen Friends hatten schon etwas anderes vorgehabt. Nein, scheißegal. Ich habe ja meine Leo-Friends gehabt. Und ich kenne wie auch schon mittlerweile ein paar von ihren Friends sozusagen. Darum, es ist jetzt wie, all die Leute, die da waren, sind jetzt nicht komplett fremd gewesen. Aber ja, wir waren wie in diesem Apartment gewesen. Ich glaube, irgendwie so 15, 20 Leute, irgendwie so. Und es war noch geil, gewesen, weil es ist ein Apartment in Zürich war. Und es ist irgendwie so auf einem Wolkenkratzer gewesen, sage ich mal, also irgendwie im 15. Stock. Und es war gerade in der Nähe vom HB gewesen, also kranke Location. Eben, ich habe einen Kollegen, der hat, ich weiß nicht, von was der alles für Connections hat, aber er hat kranke Connections. Und ich weiß auch nicht, wie er das Airbnb am fucking Silvester irgendwie bekommen hat. Von dem her, ja, es war geil. Also eben, irgendwie, ich muss sagen, irgendwie so, ich glaube, so richtig Feuerwerk, so Zürich, eben, glaube habe ich erst einmal geschaut.
Und letztes Jahr war es doch, glaube ich, ein Fail mit dem Nebel. Und ich weiss nicht, ich merke irgendwie, von Jahr zu Jahr juckt mich das Ganze weniger. Eben auch Billern und so, also ich weiss auch nicht. Aber, also ich hoffe, wir sind auf der same page, aber das finde ich mittlerweile auch ganz, ganz schlimm. Und ich habe wirklich auch so viele Sachen auf meiner For You-Page bezüglich Billern. Einfach das... Ja, ich weiß auch nicht, einfach so von allen Ebenen. Es ist von der umwelttechnischen Ebene ist es komplett beschissen, von der gesundheitlichen Ebene ist es komplett beschissen, weil es einfach so viele Leute gibt, die sich verletzen an dem einen Abend. Und wirklich, weißt, es gibt so viele Menschen, die in den Spitälern, die bei den Notstationen arbeiten und an Silvester einfach, weil es Menschen gibt, die halt böllern und sich verletzen mit dem und keine Ahnung, die Hand aufsprengen oder sich verbrennen oder keine Ahnung. Und es wäre so easy einfach machbar, wenn wir es nicht machen würden. So, weißt, ich check mega, dass so, eben, es ist Tradition und es ist schön und keine Ahnung was, es ist vielleicht lustig und gerade wenn du jugendlich bist und so. Eben, ich habe es auch früher gemacht, so, ich will jetzt nicht sagen, ich bin besser, aber es ist wie einfach, ich weiß auch nicht, es sind so viele Risikofaktoren und es passieren so viele Sachen. Es ist so fucking gefährlich. Und was halt eben auch noch ein weiterer Aspekt ist, sind einfach Tiere. Jetzt zum einen halt Hunde und Katzen hauen, also ich glaube, was habe ich gelesen, 70% von allen vermissten Fällen von Haustieren ist an Silvester. Das ist hure crazy. Einfach weil die halt, keine Ahnung, als Tier checkst du nicht, was das also das Feuerwerk ist und dass das in dem Sinne keine Gefahr ist, sondern die hören einfach einen Knall und die haben einfach fucking Angst. Und ich glaube, viele, die gerade zuhören, die vielleicht auch einen Hund haben, kennen die Situation, dass einfach, ja, die Tiere hure Angst haben, wenn sie einfach böllern. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass gerade mega viele Wildtiere natürlich auch komplett Angst haben, weit weg rennen und ihr Zuhause nicht mehr finden, irgendwelche Füchse. Tiere sterben daran, weil sie so Angst haben. Winterschläfer verwachen und frieren ein, weil es so kalt ist. Also es ist wirklich auf so vielen Ebenen einfach scheiße. Darum, ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, so eine wie sagt man, so ein Ding jetzt noch führen, wenn Silvester schon vorbei ist. Aber vielleicht fürs nächste Jahr könnt ihr es euch mal hinter die Ohren schreiben. Ja, eben, darum. Also wie, es gibt ja ein Feuerwerk so, also ich weiss gar nicht, ob es in jeder Stadt eins gibt, aber gerade in Zürich gibt es ja immer so ein Allgemeines und wenn es so mega wichtig ist, so ein Feuerwerk, dann ist es doch auch geil, einfach das können besuchen. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt persönlich viel schöner als irgendwelche Bilder-Sachen. Aber genau, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, irgendwie hat es mich dieses Jahr wirklich so fett nicht gejuckt, irgendwie so Feuerwerk, weil ich will schon sagen, dass ich so ein Mensch bin, wo irgendwie so, keine Ahnung, eben so gewisse Traditionen, in dem Sinne sind immer wichtig. Oder, ja, ich verbinde einfach mega viele Sachen mit Nostalgie. Also wenn ich es in der Kindheit schön gefunden habe, dann habe ich es mega gern, das irgendwie jetzt wieder zu machen, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. So, und Feuerwerk war in dem Sinne schon irgendwie auch etwas gewesen. Aber ich merke, wie so, einfach wenn man erwachsen wird, dass gewisse Sachen man erst anfängt zu hinterfragen und dann irgendwie so, wie die Priorität, was ist jetzt wichtig an dem Thema, versetzt, also eben jetzt gerade beim Thema Feuerwerk, habe ich jetzt wie gemerkt, mir sind jetzt all die Aspekte, die ich vorher aufgezählt habe, sind für mich in dem Sinne gerade wichtiger, als dass ich jetzt Feuerwerk schauen kann, sozusagen. Ja, aber was schön war, wir haben das Feuerwerk also wir haben jetzt also ich habe jetzt nicht so mega Bock gehabt, das Feuerwerk zu schauen, aber wir haben es gesehen, eben vom 15. Stock, das habe ich geil gefunden. Also auch vom Balkon aus. Und du hast ja nicht irgendwie mega müssen so rausgehen und kalt haben. Du hast einfach können in dem Airbnb chillen. Wir haben Spiele gemacht und so. Und nachher hast du kurz können, bei 0-0 haben wir alle angestoßen. Und dann sind wir nachher das Feuerwerk einfach kurz an der Scheibe schauen. Darum es war irgendwie so richtig entspannt gewesen. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie geil gefunden. Ja, genau. Und ich bin jetzt irgendwie gerade so vor dem Überlegen gewesen, was ist das Lustigste von der Woche. Und ich weiss nicht, ob mein Leben seit die Studie wieder angefangen hat, einfach nicht mehr lustig ist. Aber irgendwie jede Woche bin ich so, irgendwie ist nichts so wirklich Lustiges passiert. Und die Woche muss ich ja jetzt irgendwie auch wieder halb enttäuscht. Also es hat etwas gegeben. Etwas, wo schon keine lustig ist, aber es ist wie jetzt für uns lustig und ich glaube nicht, dass es für euch gerade lustig ist. Aber ich erzähle es gleich mal. Normalerweise ist es immer so ein bisschen fester, dass man so 3, 2, 1, Happy New Year! Und ich sage es mal so, an dieser Party hat es ein paar Leute gegeben, die ein bisschen fest ins Glas geschaut haben, sagen wir es so. Und es hat wie jemanden gegeben, da hast du gemerkt, okay, das war ganz tief im Glas. Und wir haben irgendwie gedacht,
Also, ob der jetzt checkt, wenn 0-0 ist. Und dann haben wir als Gruppe, ich weiss gar nicht, ob das fies ist, in dem Moment war es lustig gewesen. Und er hat es auch lustig gefunden, so im Nachhinein. Aber wir haben so da, als wäre schon 0-0 und haben alle von 10 abgezählt. Und ich habe ihn gefilmt und man sieht einfach, wie er zuerst so gar nicht checkt und dann macht er einfach mit und ist so 3, 2, 1, Wee! Und das war einfach verdammt lustig gewesen, weil wir dann einfach so easy können verarschen und es einfach nicht gecheckt hat. Ja, das war lustig gewesen. Haha. Aber genau. Und sonst, ja, es gibt noch das Thema, das ist eigentlich schon fast wieder, also ich weiss gar nicht, ob ich jetzt mega in die tiefe Richtung gehen will, aber ich finde es eigentlich gleich noch wichtig, es kurz ansprechen. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, es hängt ja auch mit Silvester zusammen, und zwar, was in Gromontana passiert ist. Ich muss es einfach schnell erwähnen, weil, also, das ist wirklich, es hat mich diese Woche so ultra fest beschäftigt. Weil, also ich weiss nicht, ich finde es so krass, weil ich bin jetzt nicht irgendwie der Mensch, der jetzt mega in Medien, also kann ich mega in so Zeitung lesen oder so, oder irgendwie kann ich jetzt nicht daily aus 20 Minuten App lesen, was alles für News gibt. Aber so gewisse Sachen, da können wir mal auf der For You-Page oder so. Und gerade Gromontana war recht schnell zum Beispiel so in den Insta-Stories gewesen. Und ich habe es wie zuerst so mitbekommen und es ist irgendwie noch krass, so selber zu mich beobachten, wie man das zuerst so liest. Okay, krass, irgendwie 40 Todesopfer und so. Ist wie schon crazy, aber zuerst ist wieso checkt man es wie gar nicht so, weil wenn man so viel News konsumiert, dann, blöd gesagt, liest man ja mega oft, was es alles für schlimme Sachen gerade passieren so auf der Welt. Und irgendwie je mehr, also irgendwie meine ganze For You-Page ist dann irgendwann voll mit dem Thema und ich habe mich dann auch irgendwie durch gewisse Sachen dann irgendwie mehr wie anfangen für das Thema interessieren und darum ist meine For You-Page dann immer mehr auf das fokussiert gewesen. Aber ich finde es wie krass, so je mehr ich je mehr ich gecheckt habe, realisiert habe, also dann habe ich gesagt, je mehr ich realisiert habe, wie nah das eigentlich ist und wie heftig das eigentlich ist, desto mehr hat es mich irgendwie gecatcht. Und das habe ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, das finde ich irgendwie so krass, also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist jetzt einfach bei mir aufgefallen, wie wir so einfach so abgestumpft sind von so News. Weil eben täglich in den News stehen so schlimme Sachen, die auf der ganzen Welt passieren. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Schutzmechanismus, den wir selber haben. Und eben, dass, wenn es so oft passiert, dass es dann gar nicht mehr so ein Schock ist. Aber dass wir einfach so viele schlimme Nachrichten lesen und irgendwie so abgestumpft sind. Also weißt du, so klar sind wir so, oh mein Gott, mega schlimm. Aber dann vergisst man es meistens eigentlich auch wieder. Und das war jetzt wie so wirklich eine News gewesen, die ich wie nicht vergessen habe, sondern sie ist so immer präsenter geworden. Ich habe mich immer mehr mit das Thema befasst. Ja, und ich finde es wie auch krass, was das mit einem selber macht. Also wie, einfach gar nicht, ich finde es so schlimm. Und eben, je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr ist mir wie so auch näher gegangen. Und dann habe ich gemerkt, mir geht es jetzt auch wie schlechter. Also nicht, dass es geht jetzt gar nicht um mich so. Aber ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das relaten. Einfach, wow, es ist so schlimm. Es ist so unglaublich schlimm. Und ich muss sagen, ich finde es auch krass, das hat mir Nina erzählt, sie war in Hongkong und Leute, die in Hongkong wohnen, haben ihr dann so geschrieben, so, hey, ich habe gehört, das ist in der Schweiz passiert und so, und es ist ja auch in der New York Times und so. Also ich finde es irgendwie so crazy, weißt du wie, dass das jetzt auch dass es die ganze Welt gerade mitbekommen hat, das finde ich irgendwie so, das check ich so nicht gerade. Ja, und einfach, also wie irgendwie 40 Menschen und ich weiß nicht, 117, ich bin mir gar nicht sicher, Verletzte. Und eben, das ist so die Art von Verletzung, die so viel Aufmerksamkeit braucht und so viel, also ja, es ist so crazy. Ja, darum, falls gerade irgendjemand zulässt, wo irgendwie betroffen ist, Betroffene hat, Leute kennt, keine Ahnung, oder vielleicht auch im Spital arbeitet, oder je nachdem in der Feuerwehr gearbeitet hat, oder keine Ahnung, also wirklich mein grösster Respekt und ich wünsche jedem da draussen einfach ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Energy. Ja, und meine Gedanken sind auf jeden Fall bei euch. Ja, ja, ich muss irgendwie allgemein sagen, ist jetzt gerade in dieser Woche, weil ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe und ich habe jetzt eben gerade so viel gesagt, dass es mir auch wieder so ein bisschen näher gegangen ist und es irgendwie so emotional mega was mit mir gemacht hat. Und es hat jetzt einen Abend in dieser Woche gegeben,
wo der Can im Ausgang war. Und ich bin alleine daheim gewesen. Und er hat dann wie nachher auch mit einem Kollegen im Hotel gepennt, weil es ein bisschen weiter weg war. Und wow, ich bin so alleine daheim gewesen. Und weißt, dann bist du so am Abend in dieser Wohnung, die neu ist, und ich habe dann so den Content konsumiert. Boah, ich habe richtig so gemerkt, wenn ich so nicht alleine sein kann. Das ist so crazy. Also ich weiss nicht, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast so darüber geredet, dass es mir irgendwie schwerfällt, alleine zu sein. Aber so, also wie im Alltag check ich es dann wieder nicht. Und sobald ich dann wirklich wieder so einen Moment habe, wo der Can weg ist, merke ich wieder, wie krass das reinhittet. Also eben, es gibt aber schon am Abend, wo es wirklich so geht. Aber manchmal geht es auch wirklich nicht. Und das war wieder so ein Abend, wo es so gar nicht gegangen ist. Und boah, ich hasse das so an mir selber. Ich weiss nicht, wieso mir das so schwer fällt. Weil eigentlich könnte es doch auch etwas richtig Schönes sein. So, hey, ich bin jetzt mal allein und ich kann mir jetzt eine Badwanne einladen und ich kann jetzt das und das machen. Aber ich weiss ja gar nicht, von was ich so Angst habe. Aber ich glaube einfach, ich brauche so viel sozialen Kontakt. Ich habe es jetzt nur schon in diesen Ferien gemerkt, dass halt eben, weil Weihnachten war und man Zeit mit der Familie verbracht hat, habe ich ja wie auch weniger Zeit mit Freunden verbracht. Und das hat mir wie auch schon so das Gefühl gegeben von, oh mein Gott, ich brauche sozialen Kontakt. Obwohl ich auch irgendwie meine Family und so gesehen habe, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich merke irgendwie so, das ist ein Thema, das ich glaube wirklich noch mega muss an mir arbeiten muss. Darum habe ich ja mir auch vorgenommen, dieses Jahr alleine einfach mal Ferien machen. Weil ich weiss, dass ich es kann. Ich war ja in Montreux im Sprachaufenthalt, ich war 7 Wochen da und ich bin so sternhagelalein gsi. Ich bin wirklich nur am Wochenende heim und ich habe in Montreux selber gar nicht wirklich mit Leuten connected. Und ich habe es dort so genossen, zum allein sein. Und ich will wieder die Nati zurück, die gerne allein ist, die kann alleine sein kann. Ja, aber ich glaube, es ist vor allem auch, also es klingt das blöd, aber seit ich mit dem Can wohne, bin ich halt wie nie mehr alleine. Also wenn es den Moment gibt, dann ist das so selten und für mich so ungewohnt. Und darum habe ich das gar nicht mehr. Das ist eigentlich ein bisschen scheisse. Von dem her, ja, irgendwie freue ich mich ein bisschen auf die Ferien, die ich dann machen werde. Ich glaube, das ist so ein bisschen keine Healing dann. Also ich bin gespannt, darum ich werde dann erzählen. Ja, und was auch noch wirklich so war, als ich alleine war, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Und ich weiss nicht, ob da irgendjemand auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hat. Bei mir ist ich habe es wirklich selten, habe ich erst die Erfahrung gemacht, ich würde sagen, das war jetzt so das 3. Mal gewesen. Aber ich hatte so einen realen Traum gehabt, dass es sich gar nicht angefühlt hat wie ein Traum, sondern wie so, als hätte ich das gerade erlebt. Und ich bin mega hart emotional aufgewacht. Also ich bin aufgewacht und habe brüllt. Ich bin wie brüllend aufgewacht. Ich weiss nicht, ob das schon mal jemand hatte, aber ich hatte es eben schon irgendwie 3 Mal oder so gehabt. Und jetzt habe ich letzte Woche habe ich es wieder, letzte Woche habe ich es wieder gehabt. Und also ich will jetzt nicht mega da über meinen Traum erzählen. So. Ich glaube, das juckt jetzt niemand wirklich so. Ich hasse Menschen, die so ewig lang von ihren Träumen erzählen, so, also juckt nicht. Nein, no offense. Aber ich habe so ganz kurz gesagt geträumt, dass meine Grosseltern, die beide gestorben sind, uns besuchen und so quasi sagen, sie haben so da, also nein, was haben sie gesagt? Sie sagen in der Ferien gewesen und sie sagen gar nie gestorben. Also sie sagen jetzt einfach mega lang weg gewesen und jetzt haben sie gedacht, sie kommen wieder heim und ich bin dann so gewesen, hä, aber ihr sind doch gestorben und sie sind so, wirklich, haben die das geglaubt? So, ja, wir haben eure ganze Beerdigung gemacht und so, oh, das tut uns mega leid. So. Also es war wirklich so der gewesen und es hat auch im Traum wie ein paar Konfrontationen gegeben mit Sachen, wo ich glaube, ganz, ganz tief in mir rein halt wie vielleicht so ein bisschen Vorwürfe. Aber also wie, es ist mega im Unterbewusstsein. Es ist gar nicht so eine aktive Sache gewesen, die ich irgendwie bereue. Aber es ist einfach krass. Also ich kann euch gleich etwas erzählen. Also meine Grossmama ist im 2017 gestorben. Und ich glaube, ich habe ja schon erzählt, dass sie also wie einen recht unerwarteten Tod hatte. Und zwar ist sie in der Nacht, hat sie aufs WC gehen und sie ist die Stege durchgefallen, halt aufs Knick und sie ist nachher zwar noch auf die Intensivstation gekommen, aber sie ist wie eigentlich schon hirntot gewesen. Und nachher haben wir das Gerät abgestellt. Also es ist wie so unerwartet gekommen und sie ist auch mit 75 gestorben, das ist relativ jung. Und beim Grossvater der ist 5 Jahre später gestorben, der ist mit 85 gestorben. Bei ihm war es ein relativ längerer Prozess, wo man sich verabschieden konnte. Also er hat Krebs gehabt. Also es ist wie im Vergleich zu meinem Grossmami, also das klingt jetzt mega blöd, weniger schlimm gewesen, weil bei meinem Grossvater hatte ich wirklich mega Zeit gehabt, um mich verabschieden. Und ich konnte mich mental darauf vorbereiten, dass das passieren wird. Und bei meinem Grossmami eben gar nicht. Und
damals, wo sie gestorben ist, hat es mich halt auch viel mehr, ja, ich will nicht traumatisiert gerade sagen, das ist vielleicht ein bisschen vorsichtig mit dem Wort, aber es hat mich schon sehr, also wirklich aus der Bahn geworfen. Und ich habe meine Grosseltern wirklich auch jede Woche gesehen, also ich hatte so engen Kontakt mit ihnen gehabt. Ja, und darum habe ich das wie gar nicht wirklich verarbeiten und habe an der Beerdigung von meiner Großmutter habe ich einen ganzen Text geschrieben über sie und habe den an der Beerdigung vorgelesen vor allen. Einfach weil ich habe das, glaube ich, dort auch mega für mich gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Also ich habe den Text nicht irgendwie geschrieben für die Beerdigung, sondern vor allem für mich irgendwie. Und 5 Jahre später, als mein Großvater gestorben ist, habe ich eigentlich wie auch überlegt, es wäre jetzt echt mega schön, wenn ich für ihn auch noch wieder einen Text schreibe. Einfach weil ich es mit meiner Großmutter auch gemacht habe. Und ich weiss gar nicht wieso, wahrscheinlich ja, im Alltag. Und ich bin dort im Sprachaufenthalt in Montreux. Ich weiss auch nicht, aber ich bin wie nicht dazu gekommen. Ich habe es mir zwar vorgenommen, zum auch noch so einen Text über ihn zu schreiben und dann an der Beerdigung vor, also ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe es irgendwie, ich weiss nicht, es hat sich nicht ergeben. Und ich habe wie jetzt das nie irgendwie aktiv mega bereut oder so, aber ich habe immer im Gedanken gehabt, okay, ich hätte es eigentlich noch machen können und ich habe es nicht gemacht. Und im Traum bin ich halt damit konfrontiert worden, indem mein Großvater, ja, ich weiss auch nicht, ich habe ihn damit konfrontiert, weil ich bin wie so ein bisschen hässig gewesen und habe so im Traum gesagt, hey, wieso sind ihr so lange weg gewesen und haben das vor uns in dem Sinne verheimlicht und ich habe geglaubt, du bist tot. Und dann, ich weiss auch nicht wieso, es ist mir aus dem Geschoss gekommen, weil ich so im Elan war vom Reden und habe gesagt, ich habe einen ganzen Text über dich geschrieben bei dieser Beerdigung. Und während ich sage, habe ich wie für mich selber gemerkt, oh, eigentlich doch nicht. Und er hat mich gerade eben dann damit konfrontiert, hast du das wirklich gemacht? Oh, ja, ich glaube, ja, es ist schon wieder gleich zu viel geredet über diesen Scheiß-Traum, es tut mir leid. Aber es war ein kranker, emotionaler Traum für mich gewesen. Und es hat mich wie so mit eben genau so Sachen konfrontiert, wo ich wie in meinem ganz tiefen Unterbewusstsein irgendwie negativ abgespeichert habe. Und es war auch so komisch gewesen, weil es ist nicht so, eben so ein Traum, sondern es hat sich angefühlt, als wäre es real. Ich mag mich auch noch erinnern, dass ich im Traum gewusst habe, dass ich das gerade träume. Also so, ja, ich weiß auch nicht, es ist ganz komisch. Es war wie so eine weitere Ebene gewesen. Ja, ich weiß gar nicht. Das war ganz strange gewesen. Oh mein Gott. Aber ja, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Was kann ich sagen? Ey, Leute, die Schule hat wieder angefangen. Es ist, wie es ist. Ich habe jetzt immerhin in diesen ganzen 2 Wochen wirklich immerhin können mal komplett runterfahren. Ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, dass ich vorher ein Frack war und einfach wirklich, oh mein Gott, also wirklich, ich bin schon an meiner Grenze gewesen. Und ich habe jetzt wirklich in diesen 2 Wochen aktiv gesagt, ich mache nichts für die Schule und das war so eine gute Entscheidung gewesen. Also ich habe es wirklich die 2 Wochen komplett nutzen, von dass es Tage gegeben hat, wo ich wirklich einfach noch im Bett chillte und noch nichts gemacht habe und von Tagen, wo ich geile Sachen erleben konnte, mit dem Channing, wo hinfahren, also keine Ahnung, auf die Lenzheide fahren und einfach durch den Schnee laufen und so. Also ich habe wirklich richtig geile Ferien gehabt, muss ich echt sagen. Und ich habe irgendwie gerade am letzten Abend, bevor es wieder angefangen hat, habe ich wieder so einen Klotz im Hals gehabt, oh mein Gott, jetzt fängt es schon wieder an. Und jetzt kommt wieder der ultimative Stress. Und ich bin dann an dem Abend alleine spazieren. Und ich habe wieder mal ChatGPT vorgeholt, mein Freund und Therapeut. Und habe einfach mit ihm geredet und so gesagt, oh mein Gott, ich habe jetzt dann mein Nebenfach, das jetzt dann anfängt und ich muss gleichzeitig noch meine schriftliche Arbeit schreiben und gleichzeitig noch meine schriftliche Bachelorarbeit und gleichzeitig noch meine praktische Bachelorarbeit organisieren und dann muss ich aber gleichzeitig auch noch Social Media machen und alles. Also wie, ich habe das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich werde jetzt wieder ins kalte Wasser geworfen und alles. Und ich habe recht lange mit ChatGPT geredet und das hat mir schon geholfen. Und ich habe, ja, wie jetzt irgendwie endlich so ein bisschen eine Ordnung gefunden, sowohl in meinem Kopf als auch jetzt, ich habe jetzt mal alles so ungefähr ein bisschen geplant, wenn ich was will machen und so. Und ich weiß auch nicht, was heisst im Nachhinein? Jetzt, wo ich so ein bisschen über das Ganze habe reflektieren, muss ich sagen, ich bin sogar froh, jetzt gerade zum Beispiel bei meinem Nebenfach, also Minor, da habe ich das Thema unternehmerisches Denken und Handeln und ich kann leider noch nicht erzählen, was ich dort genau mache, aber ich mache ein Projekt und ihr könnt euch darauf freuen. So viel zu dem. Und
es hat ja eben wie nichts mit meinem Bachelor zu tun, sondern mit etwas, was ich schon so lange machen will und so Bock drauf habe. Und also wirklich mein ganzer Elan und mein ganzes Feuer ist dort drin. Und darum muss ich wirklich sagen, das ist gerade so ein guter Sidequest, weil das einfach mir gerade so eine Motivation gibt und ich komme so ins Machen und ich bin so kreativ, also wirklich so alle Ecken von meinem Hirn werden gerade angekurbelt und ich liebe es. Und das gibt mir aber auch wieder etwas, was ich für meine Bachelorarbeit nachher brauchen kann. Also von dem Ganzen, dass mein Hirn angekurbelt wird. Also es ist wirklich eigentlich gut. Ich bin echt froh. Und ich habe jetzt übermorgen mit meinem Mentor ein Gespräch und ich habe ihm ein Mail geschrieben. Ich weiss nicht, manchmal habe ich immer so Angst vor so Sachen und ich bin so froh und ich habe das jetzt einfach gemacht. ChatGPT hat gesagt, ich soll das machen. Ich kann mir so schlecht eingestehen, wenn ich eben irgendwie gerade Hilfe brauche oder so, jetzt von einem Lehrer und so, und gerade ein Mentor ist eigentlich genau für das da. Also der begleitet mich bei meiner Bachelorarbeit und ich habe jetzt wie ihn ja zugeteilt bekommen, ich habe noch kein Gespräch mit ihm gehabt und er hat jetzt wie, ja, er wäre genau für das da. Und ich habe mich jetzt getraut, zu mir ein Mail schreiben und habe geschrieben, hey, können wir uns irgendwie diese Woche noch treffen? Ich bin gerade mega überfordert mit meiner Bachelorarbeit und ich sehe gerade den Wald von lauter Bäumen und irgendwie, ich habe so viel Feedback und wie sagt man, einfach so Senf von anderen bekommen, dass ich irgendwie gerade einfach überfordert bin. So. Und ich will mega gerne mit ihm zusammensitzen und wenn er mal die Grundstruktur anschauen und so. Ich habe meine Balls in die Hand genommen, Leute. Also falls ihr irgendwie auch also um den Punkt sind, dann geht zu eurem Lehrer und ich kann auch voll easy sagen, wenn ihr Hilfe braucht, für das sind die da. Wir sind alle am Lernen und wir können nur lernen, wenn wir Hilfe holen und annehmen. Ja, darum, ich bin jetzt gespannt, wie das Gespräch wird und ich glaube, das wird mir recht viel helfen. Ich glaube, nur schon zu wissen, hey, ich bin nicht alleine, ich habe Leute, die das Ganze ein bisschen mittragen, blöd gesagt. Genau. Ja, was auch noch war, ich habe ja schon erzählt, dass ich mich diese Woche irgendwie mehr so ein bisschen auch allein gefühlt habe. Also jetzt gerade an dem einen Abend. Aber irgendwie allgemein hat sich irgendwie in dieser Woche für mich emotional so ein bisschen mit Freundschaft etwas verändert. Also wie, es sind gerade mehrere Sachen. Zum einen ist der Can, also war ja dort im Ausgang und er war schon vorher ein bisschen krank und nachher war er richtig krank gewesen. Und das heisst, ich konnte schon nicht irgendwie mit ihm Sachen machen und er ist jetzt auch nicht so mega irgendwie auf die Nähe aus oder so, was auch logisch ist und okay ist. Aber ich glaube, gerade in Kombination mit ganz vielen anderen Sachen, eben, die ich jetzt nicht sagen will, ist es dann wie gerade irgendwie, ja, ist dann jedes kleine Ding ist dann der Tropfen auf dem heißen Stein, wo einem so ein bisschen allein fühlen lässt. Also eben zum Beispiel, ja, Nina ist, wir sind ja immer zusammen ins Bodyforming gegangen, und, also bevor sie in Hongkong ist, und nachher hat sie ihr Steißbein gebrochen und ich hatte ja mega Rückenprobleme gehabt, nachher sind wir nicht mehr ins Bodyforming gegangen und jetzt habe ich eigentlich wieder so ein bisschen Motivation zum Anfangen und sie ist aber jetzt gerade eigentlich viel mehr im Flow von sie will irgendetwas machen, wo mit, wie heisst es, mit Auslauf, nein, mit Ausdauer. Auslauf, Alter. Immer ich einen Podcast aufnehme, habe ich das Gefühl, ich habe einen IQ 12 mit Ausdauer. So, und ich habe gerade mehr wieder Interesse Bodyforming machen, also etwas mit Muskeln aufbauen. Und irgendwie, ich weiss auch nicht, da war schon mein Ding von, oh mein Gott, jetzt verändert sich etwas, jetzt muss ich allein ins Bodyforming und ich will eigentlich mit jemandem zusammengehen. Und, also wie, so, es ist in dem Sinne nicht schlimm, aber wie eben, wenn so das Gesamtbild. Und eine andere Kollegin, ich bin seit Gymi, sind wir Hustle Buddies. Also wir sind so oft zusammen in die Bibliothek gegangen, sie musste lernen, weil sie an der Uni war, ich habe Minschik gemacht. Also wirklich immer, wir haben uns so oft getroffen. Und jetzt ist sie fertig mit der Uni und sie arbeitet irgendwo halt fest angestellt. Und sie kann halt schon Homeoffice machen, aber sie kann halt wie nicht in die Bibliothek, weil sie muss das Telefonat annehmen und so. Darum ist das wie auch so gestrichen. Jetzt bin ich so alleine am Hustlen. Also klar findest du immer mal wieder jemanden, aber es ist wie, ja, ich glaube, es geht mega darum, dass man so gewisse Freunde für gewisse Sachen hat. Und dass jetzt wie plötzlich einfach nicht mehr so ist. Und ich glaube, in mir löst sich dann wie so eine Angst von, oh mein Gott, ich muss das jetzt erstens alleine machen. Und oh mein Gott, verändert sich etwas in unserer Freundschaft. Und also in meinem Kopf habe ich das Gefühl, das hat uns doch gerade zusammengekippt. Eben so meine Kollegin, so, wo wir zusammen hustlen. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, das hat uns jetzt gerade zusammengekippt, dass wir immer hustlen. Jetzt hustlen wir einfach nicht mehr. So, keine Ahnung. Und also es ist so blöd, weil eine Freundschaft geht ja noch viel tiefer als
irgendwie eine Regelmäßigkeit, also wahrscheinlich auch viele, die zusammen jetzt in die Schule gehen, ist vielleicht nachher auch eine Angst davon, oh mein Gott, was ist, wenn wir nicht mehr zusammen in die Schule gehen, haben wir dann nachher noch Kontakt und so. Und klar, eben, es ist etwas, was einem verbindet und wo ja auch irgendwie die Freundschaft aufrechterhaltet und etwas, wo ja doch, wo einfach einen verbindet. So. Und ich glaube, bei mir ist jetzt einfach gerade in dieser Woche wie so ein bisschen, eben, weil gerade mehrere Sachen sind, wie so ein bisschen eine Angst aufgekommen. Und ich weiß auch nicht, dass ich wie so, oh mein Gott, jetzt muss ich das allein machen und das muss ich auch allein machen. Habe ich überhaupt noch Freunde, die etwas mit mir machen wollen? Ja, also ich bin ein bisschen crazy gegangen. Ich weiss ja eigentlich, es ist wie... Ja, ich weiss auch nicht, wie so zu viel verkopft und so das überinterpretieren. Und ich glaube, ich bin ja, das wissen so ein Mensch, der schnell mal irgendwie so eben sich ausschließt und das Gefühl hat, ja, dass mich Menschen gar nicht wirklich lieben, obwohl sie mich lieben. Und ich muss manchmal schnell einen Kopf langen und sagen, nein. Ich bin gerade wieder am Überinterpretieren. Menschen haben mich gern, ich bin liebenswert und eine Freundschaft existiert auch weiter, auch wenn man vielleicht gewisse Sachen nicht mehr teilt, auch wenn sich gewisse Sachen verändern. Ja, genau, voll. Und also das ist eigentlich auch schön, wenn Freundschaften sich wenn Freundschaften mehr als das können sein. So, es ist ja viel tiefer, so von Gesprächen, von gemeinsamen, vielleicht gleiche Einstellung, gleiche Erfahrungen, gleiche lustige Momente, Insider, keine Ahnung. Genau, aber ja, ich kann mir einen Kommentar schreiben, ob ihr irgendwie auch so eine Situation habt oder vielleicht habt, so was ihr dann so gemacht habt oder was euch so ein bisschen geholfen hat, das würde mich irgendwie wundern. Ich glaube, bei mir ist es jetzt einfach, ja, gerade irgendwie so, weil gerade alles auf einmal war, habe ich gerade so das Gefühl, oh mein Gott, I'm lonely. Ja, aber eben, Veränderungen gibt es immer im Leben, Leute. Und das sind jetzt in dem Sinne ja wie alte Traditionen gewesen. Vielleicht kann es jetzt auch neue Traditionen geben. Vielleicht kann ich jetzt mit meiner Hustle-Kollegin, vielleicht wird sie jetzt mein Sport-Buddy, I don't know, kann ja sein. Und aber nicht, vielleicht wird sie mein Shopping... Nein, es muss ja nicht, eine Kollegin muss ja nicht ein Buddy, so ein scheiß Wort, also eine Kollegin für etwas Spezielles sein. So, aber irgendwie, ja, I don't know. Genau, aber wir haben noch gar keinen Kommentar von der Woche vorgelesen. Das machen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Und zwar hat die liebe Alin geschrieben, «Hoi Nati, könntest du wieder mal einen Girls Talk machen?» Und eigentlich habe ich zuerst überlegt, ja, eigentlich wäre es voll geil, wieder mal eine ganze Folge machen über Themen, Girls Talk und keine Ahnung was. Aber das fände ich eigentlich cooler, wenn das mit einem Gast ist. Von dem her, vielleicht kommt ja demnächst wieder mal ein Gast und dann können wir sehr gerne das machen. Und dann kann ich wieder einen Fragesticker in die Story tun. Alter, ich kann nicht mehr reden. In die Story tun und dann können wir zusammen eure Fragen beantworten. Ihr könnt sonst kommentieren, wer das ihr gerne als Gast hättet. Das könnt ihr allgemein kommentieren. Wer hättet ihr gerne so als Gast? Das können dann Leute sein, die ich noch nicht als Gast habe bis jetzt. Aber, weil ich heute allein bin und wie ich das eine geile Idee finde, habe ich gedacht, das wäre irgendwie lustig, weil ich habe ein Mädelsabend-Quiz. Das ist ein Quiz mit Fragen drin, basically. Also es hat eigentlich noch mehr Fragen, die halt wie lustig sind für in der Gruppe. Also so weißt du es zum Beispiel. Was ist die Lieblingsfarbe der Freundin links von dir? Ist jetzt ein scheiß Beispiel. Aber das macht jetzt nicht so Sinn da. Aber es hat dann auch Fragen, die wie Erzähl mal sind. Und ich habe jetzt da ein Spiegel gemacht. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich easy lustig. Wie immer pro Podcast-Folge eine Frage beantworten. Das sind halt so ein bisschen Girls-Talk-Fragen. Und ich habe gedacht, dass wir so ein bisschen lustig machen, tue ich jetzt einfach die obersten nehmen, sondern wir ziehen jetzt auch mal eine. Aber ich muss schnell das Mikrofon ablegen für das. Moment. Wir nehmen die. Das Ding ist jetzt, wenn die Frage scheiße ist, soll ich einfach andere ziehen. Das machen wir, glaube ich, oder? Euch zuliebe. Was würdest du tun, wenn du im Lotto 1 Million gewinnen würdest? Ja, das ist jetzt eigentlich schon scheiße, weil ich will ja Girls Talk fragen. Ich nehme jetzt auch gleich die oberste Scheiße drauf. Wie alt warst du, als du deinen ersten Freund hattest? Ja, genau das haben wir gebraucht. Also ich habe es, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, darum mache ich schnell Kurzform. Ich bin 13 gewesen. Also ich habe schon vorher mal einen Freund gehabt. Also Freund, das war so Kindergartenbeziehung. Ja, ich habe ja von meinem Tagebuch meine ganz, ganz alten Kindergartenbeziehungen erzählt, aber das zähle ich gar nicht dazu. Aber ich hatte einen gehabt, das war so mit 12 gewesen, da habe ich vielleicht so, ich weiss gar nicht, wie lange das war. Also das Maximum der Gefühle, die wir gemacht haben, ist
dass wir einmal zusammen Fernsehen geschaut haben und dann haben wir Händchen gehabt. Aber wir haben das jetzt nicht mal geküsst oder irgendwie so, I don't know. Ich kann mich nur erinnern, dass er mega oft mit meinem Bruder abgemacht hat, um bei mir daheim zu chillen, also bei uns daheim. Also wir haben nicht mal uns getraut, um ihn einfach zusammen abzumachen. Also er ist hat einfach mit meinem Bruder ausgenutzt, Mann. Ja, und mein erster richtiger Freund war eben mit 13 gewesen. Ja, mit ihm bin ich nachher 2 Jahre zusammen gewesen, bis ich 15 war. Genau, das würde ich eigentlich schon als mein erster richtiger Freund zählen. Also, ja, weil wir sind auch offiziell so richtig zusammen gewesen, jeder hat es gewusst, wir haben das geküsst, wir haben das regelmäßig gesehen, wir haben das zweite abgemacht. Ja, ich habe sogar meinen WhatsApp-Status geändert zu unseren Anfangsbuchstaben. Also, wenn das nicht Freundschaft, oh mein Gott, wenn das eine Beziehung bedeutet, dann weiss ich auch nicht. Genau, und nachher ist echt der Can gekommen, wo ich als Freund zähle. Darum, der Can war leider nicht meine erste Liebe gewesen, aber meine zweite oder dritte. Ja. Also meine zweite richtige Beziehung war der Can gewesen. Genau. Ja, ich kann mal Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet mit dem Mädelsabendquiz. Dann kann ich das sonst einführen. Und sonst scheiß drauf. Sonst war es jetzt für dieses Mal lustig. Genau. Das war eigentlich schon alles. Ich hoffe, ihr habt die Podcast-Folge enjoyen. Mann, ich sage es immer am Schluss. Ich muss es mal am Anfang sagen. Aber ich kann noch sagen, falls ihr mich irgendwie supporten und unterstützen und den Podcast geil findet. Oh mein Gott, das ist mir gerade aufgeschossen da. Hoppla, sorry. Dann gebt unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung. Ihr könnt einfach auf Spotify auf meinen Account gehen und dann auf die 3 Punkte klicken. Ich muss schon selber schauen, ob das stimmt. Machen wir es gerade gemeinsam, Leute. Also wir gehen jetzt zur 9. Pause, dann nach oben scrollen und nachher doch steht ja gefolgt, dann kommt die Glocke, dann kommt das Zahnrädchen und ganz rechts hat es so 3 Punkte. Und dann klickt ihr drauf und dann steht Podcast bewerten. Und dann könnt ihr 5 Sterne geben und dann könnt ihr absenden drücken und dann bin ich glücklich. Und sonst kann man mich noch supporten, indem man mich abonniert und kommentiert. Und da freue ich mich sehr. Darum, ja, so, genug Eigenwerbung. Werbung und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche, ganz viel Liebe, ein Virtual Hug und bis nächste Woche. Tschüss.